Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Nachdem wir jetzt das Seelefänger ganz ohne beim Baum Ifas zerstört haben, hat er ja gesagt, dass der Neville dann versiegen geht. Gucken wir mal, was jetzt hier als Resultat folgt. Er scheint nicht gelogen zu haben, der Neville geht weg. Schlagartig. Nicht irgendwie, dass er halt genug Schub mehr kriegt und deswegen langsam versiegt. Nee, der ganze Neville ist schlagartig fort. Ums Königreich Alexandria verschwindet er ach. Und hier die Quelle ist auch versiegt. Tja, rauskommen sind wir auch glücklicherweise automatisch. Guck nur, wie schön sich die Himmel aufgeklärt hat. Jetzt sieht man auch der Baum so richtig schön und er sieht auch schön aus. Ist jetzt auch der Neville von eurem Kontinent verschwunden? Ich denke schon, die Wurzel allen Übels haben wir ja quasi ausgerobbt. Ich hasse es mit Leuten quasi Sachen. Jetzt müssen wir nur noch auf Kuchas nächste Zug warten. Ja, der lässt nicht lange auf sich warten. Wie? Sieh dann, hab ich's Richtige gemacht? Ihr habt doch auch alle gehört, dass mehr Schwarzmagier aus dem Nebel erschaffen werden. Als ich das gehört habe, ist mir bewusst worden, dass ich jetzt auch in dem Moment Schwarzmagier erschaffen werde, deren Lebenszweck... dass auch jetzt in dem Moment Schwarzmagier erschaffen werden, deren Lebenszweck nur der Krieg ist. Da wollte ich einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das alles endlich beenden. Ach, der arme Kerl. Und jetzt werden Kenny mehr von ihnen erschaffen. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mir das übel nehmen. So ein Unsinn. Jetzt hör mal zu. Du musst dir selbst gegenüber immer ehrlich sein. Denn keiner von deinen Freunden wird von dir erwartet, dich selber anzulügen. Denkst du, die werden das verstehen? Klar, es sind doch deine Freunde, oder nicht? Mhm. Was hast du, Moko? Moko? Aiko? Was machst denn du hier? Was ist denn passiert? Nee, das kann nicht sein. Gut, ich gehe sofort zurück. Dann gehe ich schon mal zurück und gebe der andere Bescheid, Kupo. Ihr wollt hier auf Kucha warten, oder? Sieh dann, Aiko muss ganz schnell ins Dorf zurück. Aiko, jetzt warte mal, was ist denn jetzt wieder los? Unser Dorfschatz ist von jemand geklaut worden. Sieh dann. Aiko, wir werden dich begleiten. Das ist ja wirklich nicht, aber was ist denn mit dem Kucha? Sag mal, dein Sari ist ja mehr oder weniger um die Ecke. Kucha kann warten. Naja, muss er ja wohl, ne? Okay. So, der Neville ist jetzt auf jeden Fall weg. Das heißt, die Fabrik in Dali kriegt jetzt auch erstmal kein weiterer Stoff. Und Schwarzmagierproduktion ist jetzt erstmal von gestern. Das war mal. So. Stürmen. Lass das mal hier. Sie dann erledigt. Die andere können nochmal drauf kloppen. So. Gar nicht, zieht ja nicht so viel ab. Die andere mag ja auch nicht so unbedingt viel. Wie viel habe ich noch am meisten? Ah na. Macht das Vieh ja noch Feuer? Gibt's dann sowas? Bläder Einhornkrebs. Och nö! Wieder ein Trance-Zustand verschwendet. Ich glaube, mir kommen in dem Spiel nie dazu, mal einen gescheiten Trance-Zustand sinnvoll zu nutzen. Naja. Na klasse. Ziemlich zweckfrei, aber okay. So. Gut, da geht's wieder Richtung Madansari, beziehungsweise Bergpfad von Kondea Pata. So. Natürlich, nochmal direkt davor. Das war logisch. Ah na, Troll. Was für ein wiechter Kerl. Aber die mögen kein Feuer.
ist ja immer so, Trolle mögen kein Feuer. Deswegen kriegt er jetzt mal richtig was auf der... Ups, der macht Konter. Das ist nicht so gut. Ah, du macht er... Ah, doch, du macht er auch einer, natürlich. Du macht er keine Ausnahme für kleine Mädler. Was das für ein wiechte Kerl ist. So ein Zopf am Hinterkopf mit Glatze habe ich auch mal gehabt. Mittlerweile so Vollglatze, die ich habe. Aber, tja, sein Zopf ist hinter ziemlich lang, muss ich sagen. So einen hätte ich mir wünschen können. Aber in Rot, ich weiß ja nicht. Nee. Du war mal meine naturhoher Farbe dann doch lieber. Was wir auch nochmal machen könnten, wäre hier nochmal Zelter. So. Dann sind wenigstens wieder unser HP und MP völlig aufgefüllt. Und speichern können wir auf jeden Fall auch nochmal. So. Okay. Gut, speichert. Und das war's erste Mal. So. Dann wieder hier entlang. Ach, die Musik ist ja so friedlich und unbekümmert. Ups. Hier über die Wurzel. Das Wasser ist ja wirklich sehr klar. Gefällt mir persönlich auch ganz gut. So. Dann haben wir doch noch ein Stück Weg vor uns. Ist ja glücklicherweise auch nicht so weit. So. Da können wir auch nochmal speichern. So, kleiner. Ich mag nochmal speichern. Moguo. Da müssen wir wenigstens auch nicht nochmal den Weg gehen, wenn da irgendwas ist, was wir nicht schaffen. So, erstmal nix, kleiner Mann. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt gucken wir mal, was da abgeht. Bin wieder da. Hallo, jemand dahin? Kommt die ganze Mokris gewichtelt. Moro hat's mal erzählt, was stimmt das dann? Komm schnell mit, Kupo. Kupo. So. Hey, Eiko. Los, hinterher. So, die Stimme habe ich jetzt auch nochmal ölen müssen. Okay. Ogerstock haben wir leider nichts anderes mehr. Seidenkleid haben wir auch nichts Besseres für dich. Höchstens Desto nochmal. Für Adrenalin zu lernen. Ja, das bringt dich leider auch nicht großartig weiter, alles, Vivi. Dann... da ist er noch am Lerner. Da gibt's nichts Besseres. Da gibt's nichts Besseres. Da ist er noch am Lerner. Nichts Besseres, oder? Nee. Ach, hier nichts Besseres. Dito. Nö. Hier kannst du was anderes nehmen. Nee. Nee, bringt alles nichts. Ziemlich sinnfrei. Nee. Da können wir bei ihr höchstens auf optimal gehen. Kraftgürtel ist, was sie ist, beste aller Hopp. Na gut, dann. Wenn man also nicht weiß, was man machen soll, dann wirklich optimal, dann wird es automatisch bestimmt. Das reicht normalerweise. So, jetzt ist die Frage, wo Eiko hier ist. Aber wobei Schatz ist sie wohl eher in der Halle hier. Wo die Wandmalerei waren. So, wie sieht's dann hier aus? Nö, da war ich wohl doch richtig auf der anderen Seite, wo ihr Haus war. Okay. Habe ich mir gedacht, ich bin jetzt mal ein bisschen clever, aber tja, lieber ins Offensichtliche. So. Da ist nix. Aber hier unten. Ah, da sind sie alle. Ich bin die ganze Zeit zum Angler gezwungen und bin dann irgendwann eingenickt. Ach, Queen einmal wieder. Eiko, was ist denn passiert? Unser wertvoller. Von Generation zu Generation Mutter überlieferte Schatz in unserem Dorf, der Edelste, ist weg. Der Großvater hat immer gesagt, hier ist der Beweis von unserer Existenz. Wir hätten gehütet wie... Wie wär's, wenn du dich erstmal ausweinst, das erleichtert. Ich werde doch nicht greiner. Eiko ist kein kleines Kind mehr, außerdem kommt er dann auch nicht wieder.
Ja gut, dann lassen Sie auch einen Anhaltspunkt suchen, wer der stärkste oder aber kennt. Wir helfen alle mit. Ja, natürlich heult sie. Es ist alles meine Schuld. Weil ich das Versprechen gebrochen habe und weil ich das Siegel IFAs gebrochen habe. Alle haben ihn so sehr gehüt. Eiko? Das war nichts als blöder Zufall, das ist nicht deine Schuld. Außerdem waren wir es, die dich dazu überretten, ein Siegel aufzuheben. Aber der wirklich Schuldige ist natürlich der Edelstähl gestohlen hat. Wir sollten noch hinweisen, so einen schleunigsten elende Dieb finden. Ist gut. Ich hab gar nicht geweint. Eiko ist schließlich schon erwachsen. Weiß ich doch, aber auch Erwachsener kreien, wenn ihnen noch zumute ist. Eiko geht kurz zu Großvater bete, bin gleich wieder da. Okay. Du musst dich auch nicht zurückhalten, wenn dir noch Weine zumute ist, Lilly. Ich hab immer schulterfrei. Dankeschön. Und du sie dann? Was machst du, wenn du mal weinen magst? Dann weine ich mich selbstverständlich an deiner Brue. Ich meine an deiner Schulter aus, Lilly. Alter. Du! Ekliger Babsack! Darf ich nicht, oder wie? Hast du das auch gerade gehört? Das war doch die Stimme von Eiko. Verdammt, hat's der Dieb also doch noch hier rumgetrieben. Ich habe sie gesehen, sie dann die Frau aus der Fossilienminen. Sie hat Eiko bei den Wandgemälde. Na, nix wie. Aber vorher plündern wir erstmal mal, oder? So. Und diese blöde Lani hat anscheinend überlebt. Allzweckweste gibt's ja noch. Phönixfeder. Und dann scheint sie wohl hier nochmal richtig auf die Putzkaue zu haben. Na gut. Dann ist es halt so. Lani zweite Runde, ne? Lani reloaded. Und ich hoffe, dann macht sie dann nicht auch wieder so dumm von der Seite. Denn so Sprüche wirken halt einfach nicht. So, gerade nochmal checke, ja, bei uns geht doch nix. Und dann noch Eiko gucken. Wenn sich die ganze Mokris versammelt. Ach du lieber Bommelkupo, ach du lieber Bommelkupo, ach du lieber Bommelkupo. Hilf bitte, Fräulein Eiko, Kupo. Schon wieder Menschen ohne Horn. Ihr macht nicht etwa mit einer gemeinsamen Sache? Aber was? Stellt sich Eiko nur an. Wie kann man nur so unvorsichtig sein? Das werden uns ihre Ahnen nie verzeihen, Kupo. Wenn sie es gibt, was wir tun können, so sagt sie uns, Kupo. Spionieren wäre nicht schlecht. Handel mal so, Dame, oder was? Pff, was sind denn die Flügelchen Durchsteller, ne? Zum Abpacken gerade richtig. Ja, aber mein Großvater geschenkt ihm da ekelhafte Pfote doch weg. Kleine freche Gär. Ich werde noch Maniere beibringen, aber vorher stell dich erstmal auf Sparflammen. Sieht ja nicht so gut aus. Hier, das habe ich doch gefunden, Kupo. Benutzt es bitte für Eiko. Detonator und Elixier. Okay, cool. Wenn es gibt, was wir tun können, sagst du uns, Kupo. Nö, eigentlich. Wo ist Moku? Ist Moku bei Eiko? Nee, Kupo, sie versteckt sich hinter mir. Kupo. Moku, ich brauche jetzt deine Hilfe, um Eiko aus der Hand von der Furie zu befreien. Kupo. Okay, bange, nichts Gefährliches. Ich will nur, dass du dich hinter meinem Rücken versteckt hältst. Kupo. Oder vielleicht auch nicht. Sie zittert ja wie Esperlaub. Wie Esperlaub. War da wohl ein bisschen zu viel für die Klee. Aber wir schaffen es auch so. Na gut, dann retten wir sie doch. Also ran an den Feind. Abteilung Attacke. Oh la la, das ist ja schon der edle Retter. Schön, dass du uns auch mit deiner Anwesenheit beherrscht. Was hast du denn mit Eiko gemacht? Die Klee mischt Bienen, weil ihr Mundwerk nicht halten. Und da habe ich ihr was von meinem feinen Schlafkraut verabreicht. Naja, wenigstens harmlos. Schlafkraut. Na, dann hat sie bestimmt süße Tränen. Wenn du es auf mein Kind abgesehen hast, dann nimm gefälligst mich. Nicht so stürmisch, Kleines. Unsereins Arbeit mit Stil und Effizienz. Du gibst mir das Silverkit und dann kriegst du die Gür wieder. Einfacher geht's gar nicht, oder? Wo hast du die Cat versteckt? Ich hab sie. Ein richtiger Gentleman, aber jetzt her damit. Hast du den Schatz aus dem Dorf gestohlen? Was eine billige Nummer, neben der Kopfgeldjäger noch ein kleines Zubrot verdienen, oder was?
Die Königin Silvercat noch der Königin Bran so verbittert sucht. Wer hätte gedacht, dass ich fast genau der gleiche Klunker samt Cat auch in dem Dorf finde? Die ganze Verfolgung hat sich richtig gelohnt, meine Herrschaften. Genug schwätzt, her mit der Cat. Scheibe gleich da und Eiko ist bewusstlos, aber klar, warum auch nicht? Warum auch einfach, wenn es auch schwer geht? Langsam, Freundchen. Du fährst da irgendwas im Schild. Kein Schritt weiter. Ach, verdammt. Hey, Schwarzmagierlein. Ich? Nee, du. Los. Lass mal die Cat. Du lässt jetzt gefälligst die Cat geben und bringst sie zu mir. Los doch, wenn euch das Leben von der kleinen Gör was wert ist. Sie dann... wird schon schief gehen, Vivi. Hoffentlich nicht. So. Erstmal der Hut wieder Richter. Und noch einmal Richter. Damit habe ich fast recht meines Lebens ausgesagt. Alter, mal die Luft da, goldige, kleine, süßi. Da! Sauber, Vivi, hätte ich gar nicht besser laufen können. Moin, die Dame, wie war der Schönheitsschlaf? Sie dann? Schönheitsschlaf, aber ist doch schon schön. Naja. Wo ist die Tante hier? Wie ich freche kleine Göre hasse. Die Tante wird ja gleich zeigen, wo es lang geht. Versuch's doch. Und schwuppsdiwupps, sieht die Lage ganz schön anders aus. Jetzt lassen wir den Edelstein wieder rüberwachsen. Rotschopf? Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Willst du etwa der Held spielen? Du, der meistgesuchteste Verbrecher weit und breit? Ich kenne ihn. Ich habe ihn Trainer und Steckbrief von ihm gesehen. Auf seiner Festnahme war unglaubliches Kopfgeld ausgesetzt. Keiner spielt hier der Held, aber Schandmann wie du soll mich nicht um mein Vermögen bringen. Um mein Vergnügen bringen. Was ist denn los? Und jetzt lass dein Klunker hier und mach einen Abgang. Was soll denn die Klamotte jetzt? Der Auftrag wird uns beide erteilt. Wir sind Partner. Dass ich nicht lach. Ich arbeite nicht mit jemandem zusammen, der so feige ist und sich Geiseln nennen muss. Oder muss ich deutlicher werden? Das wirst du noch bereuen. Irgendwann werde ich mir noch deinen Kopf holen. So. Los, und jetzt kämpf. Kennen wir uns? Habe ich mir irgendwas zur Schulde kümmern lassen? Oder soll ich mich erst einmal um die Kleine kümmern, als Appetiterreger sozusagen? Lass die andere raus aus dem Spiel. Erlaubt, du willst ja nicht anders. Mit dir nehme ich alle mal auf. Sieh dann. Okay, sag. Ab und so muss ich doch mal der Isegrim in mir zeigen. Ja, wenn das so ist. Dann hier ist jetzt Rotschopf gegen Affenjunge. So, auf den war er ja schon ganz am Anfang scharf, als er sich der Auftrag von Königin Brane geholt hat. Na, verfehlt. Das fängt schon mal gut an. Erstmal Klaue. Giftkralle geklaut. Sehr schön. Ah, da wechselt die Position relativ fix und scheint auch mit so Klaue selber Art zu greifen. Warum ich wohl sowas von dem dann klauen kann? Äther geklaut. Spricht der letztes Gebet. Ne? Fragezeichen, Fragezeichen. Der greift mit Kralle A. Ich habe schon ein paar Kralle im Sortiment. Ein habe nichts. Sehr schön. Oh, da hat aber viele A-Griffe, der Typ. Ah. Sieht ganz schön gut ab. Ich sollte mich mal heilen. So. Dann machen wir Item High Potion auf dich. So. Weil wenn dir zuschlägt, dann richtig. Spricht der letztes Gebet. Und. Zack. Ah. Langsam wird's eng. Und zwar so richtig, deswegen hoffe ich, dass ich hier noch vorher dran bin. Gut, genug sollte gleich nochmal einer kommen.
Sonst habe ich echt in die Hose geschissen. Aber wenn er da hin rumkaspert, habe ich eh bessere Chance, mich wieder hochzuheilen. So. Und jetzt kann ich nur die Flöte-Tönen beibringen. Jetzt ist Schluss mit dem Rumgekasper. Ja, ich soll mal wieder mein letztes Gebet sprechen. Okay, gleich habe ich auch wieder kein MP mehr. Konter, sehr schön. Konter ist immer gut. Und hopp. Na, der hält ganz schön viel aus, der Knabe. Und jetzt kaspert er wieder rum, da kann ich mich wieder hochheilen. So. Und dann geht's wieder auf der Washing. Puh, aber die Bestia-Halle ist eigentlich auch ganz cool gemacht mit einer Wandmalerei im antiken Stil. Sprich du dein letztes Gebet. Zack. Puh, ganz schön hartnäckig, der Kerl. Und weiter drauf. Zack. Ah, verfehlt. Mist. Konter. Mhm. Dann wird's wieder Zeit. Und dann wieder auf die Schnur drauf. Solange er noch rumhampelt, ist alles in Ordnung. Und haut zu. Ah, verfehlt. Mist. Viel zu langsam, spricht der letztes Gebet. Also während er rumhampelt, muss ich mich sozusagen heilen, weil ich ihn so nicht erwischen kann. Das mache ich aber nicht mehr so lange mit, glaube ich. Konter ist immer gut, wenn er trifft. Dann erst einmal Heiler. Und gleich den noch am besten nochmal, wenn er jetzt nochmal zuschlagt. Oder sobald er wieder am Zappler ist. Okay, jetzt zappelt er wieder rum. Dann kann ich das hier wieder machen in aller Ruhe. Wobei Nimi so in aller Ruhe. Eigentlich müsste ich die Episode auch wieder langsam beenden. Aber ich musste nichts mehr klauen von ihm. Das heißt, ich kann mich jetzt vollends auf den Kampf konzentrieren gegen den Typ. Immer nur draufschlagen. Sprich du dein letztes Gebet, wenn falls du überhaupt einen Gott hast? So, das war's schon. Sehr gut. So wird das gemacht. Und er gibt 9 AP. Alter Falter. So. Ich geb mich. Schlager. Was ist jetzt mit Gnadestoß? Kannst du aufstehen? Kommen wir jetzt endlich in seinen Klunker zurück? Eiko, ich hab doch gesagt, wir kriegen deinen Schatz wieder. Und jetzt töt mich endlich. Du willst unbedingt sterben, oder wie? Jetzt schenke ich dir schon dein Leben und du bedankst dich noch nicht mal bei mir. Du lässt mich Larve. Wenn du friedlich abziehst, habe ich nichts dagegen. Was hast du vor? Was ich vorhab? Ich hätte dich ohne zu zögern umgebracht. Wieso lässt du so jemand einfach gehen? Der Kampf ist schon längst vorbei. Ich bin als glorreicher Sieger hervorgegangen und du damit ist Zappe. Reicht dir das nicht? Außerdem haben wir wieder gekriegt, was wir wollten. Da steht war Angst vorm Töter. Es war Schande, gegen so einen Schwächling verloren zu haben. Wozu unnötig Blut vergieße, wenn es nichts bringt? Zeugt das nicht gerade von seiner... Zeugt er nicht gerade so eine Einstellung von Stärke und Verstand? Sperr's schnell weg, ja? Ich bring sie sofort wieder an den ursprünglichen Platz zurück. Du bist ein Schatz, sieh dann. Du, nach all dem, was passiert ist, willst du Eiko wohl nicht alle gehen lassen, oder? Hä? Komm schon. Gut, geh mal. So. Alle hopp.
Dann können die Kinder zusammen da hingehen. Und wie sieht's mit dir aus? Nicht schlecht, danke für die Hilfe, Mann. Ah, passt schon. Und was haben wir hier noch? Ups, da ist noch einer. Danke, dass ihr Alko gerettet habt, Kupo. Bisschen Ratzer, wer lang schläft, wird groß und stark, Kupo. Okay, na dann nehmen wir das Angebot auch wahr. Und pennen mal eine Runde. Ja, ja. Das erfrischt. So. Es ist etwas verwirrend, dass ich bei Kämpfen der Nemokris hier speichern kann. Na? Ich glaube, Mogo versucht sich bei Alko zu entschuldigen, Kupo, aber sie findet wohl nicht die richtigen Worte, Kupo. Und da, wie sieht's aus? Sie hat noch kein Wort gesagt, seitdem wir hier sind. Sieh dann, ich brauche deinen Rat. Großvater hat zu Alko gesagt, das darf nicht verlassen. Dass ich das Dorf nicht verlassen soll, bis ich 60 Jahre alt bin. Aber Alko will jetzt mit Sidan und der anderen mitgehen. Wirklich, ich habe mir das gründlich überlegt. Was denkst denn du? Ja, komm. Wenn jemand brauchst, der dich ermutigen soll, bin ich genau der Richtige. Alko, kümmere dich nicht so viel um das, was dein Großvater gesagt hat, sondern folg deinem eigenen Wille. Spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, was ich sage, oder? Ich bin mir sicher, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Ich denke, hier kann Vivi dir einen guten Ratschlag geben, Alko. Was? Ich? Was ihm am Selbstvertrauen fehlt, hat das Mädel viel zu viel davor. Weißt du noch, als du mir im Baum Ifas gesagt hast, du darfst dich nicht belügen, sondern musst immer deine eigenen Gefühle treu bleiben und ihnen folgen? Ich werde mich anstrengen, deinen Rat zu befolgen und deswegen musst du auch deine Gefühle gegenüber ehrlich sein, Alko. Das hätte ich ja beinahe nicht selbst vergessen, obwohl ich das selbst gesagt habe. Danke, Vivi. Ich werde Kristall als Ohrring tragen, dann werde ich ihn auch nie mehr verlieren. Okay. Memoirenring erhalten. Aiko, ich glaube, Moko will dir etwas mitteilen. Ach Gott. Kupo. Kupo. Aber nee, Aiko ist überhaupt nicht. Und ob ich dir böse bin, du hast Aiko schon wieder erlegt oder dabei hat Aiko da versprochen, es nie mit zu tun. Stell dir vor, dir stößt was zu und ich bin nicht doof. Was machst du dann? Kupo. Schon gut, uns ist ja beide nichts passiert. Du bist immer so lieb zu Moko. Moko ist mein bester Freund. Außerdem wurden Moko und Aiko am selben Tag geboren. Seitdem sind wir immer zusammen gewesen. Die Schleife ist der Beweis davor, Geschenk von Moko. Moko, hast du auch die Schleife, die Aiko dir geschenkt hat? Kupo. Die hat Aiko Moko geschenkt. Sie ist noch ein bisschen so groß, Moko, aber wenn wir zwei feine Damenwoche sind, werden wir sie zusammentragen. Kupo. Dann möchte ich aber mit mir ausgehen, oder Sidan? Sidan? Ich frage mich woran man die Geschlechter bei der Nemokris erkennt. Ich will auch nicht nachgucken, ganz ehrlich. Wo ist denn Lilly jetzt hingegangen? So, Memoirenring. Da können wir jetzt wahrscheinlich nicht anlegen, ne? Ala hopp, dann hätte ich aber Sache, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt hier wenigstens noch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo es dann hier in der Story weitergeht. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Huch. Ah, das Lied. Lilly? Die Stimme kommt von unten. Lilly, bist du hier? Bin ich doch schon weitergegangen, als ich wollte eigentlich. Okay. Wir haben es aber schon in der letzten Episode so gehabt, von daher mache ich jetzt hier definitiv meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.